Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst ein Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama unterhält sich mit Teilnehmern der Harvard Kennedy School. Sejong Bimba Tshering begibt sich zu einem offiziellen Besuch nach Nordamerika. Sprecher Khenpo Sonam Denpe nimmt an Kondolenztreffen für Lama Lobsang teil. Die amtierende Sejong Talam Döma nimmt am Gründungsjubiläum des Tibetan Medical and Astrological Institute teil. 27. tibetisches Shoton Festival beginnt in Dharamsala. Günde Ling Gaza Rinpoche nimmt an der Eröffnungsfeier teil. Gesundheitsministerium organisiert offenen Marathon am Weltgesundheitstag. Europäisches Parlament startet Europa für Tibet-Kampagne. Aljia Rinpoche unterrichtet japanische Parlamentarier über religiöse Gräueltaten in Tibet. Am Montag dieser Woche nahm seine Heiligkeit der Dalai Lama an einem zweitägigen Gipfel des Leadership in Happiness Laboratory zum Thema Transzendenz mit Teilnehmern der Harvard Kennedy School teil. Das Treffen fand in der Residenz seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Dharamsala statt. Indem er über die nährende Kraft der mütterlichen Liebe und den universellen Ruf nach Mitgefühl nachdachte, betonte seine Heiligkeit die Bedeutung echter Verbundenheit und Empathie für die Förderung einer harmonischeren Welt. Professor Brooks hob die 6 transformativen Lektionen hervor, die vom Primat der Liebe bis zur Illusion der Spaltung reichen und eine kollektive Verpflichtung zu Güte und Verständnis widerspiegeln. Sejong Bimba Tshering von der tibetischen Zentralverwaltung ist vom 4. bis 21. April zu einem offiziellen Besuch in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika eingetroffen. Sejong Bimba Tshering traf am 6. April in Toronto ein, wo er im Auditorium des tibetisch-kanadischen Kulturzentrums zu den Mitgliedern der tibetischen Gemeinschaft sprach. In seiner Ansprache ging Sejong auf den langjährigen Kampf im Tibet-China-Konflikt ein. Er sagte, angesichts der kompromisslosen Politik des chinesischen Präsidenten Xi Jinping scheine eine sofortige Lösung dieses Konflikts derzeit unerreichbar zu sein und forderte die Tibeter daher auf, sich weiterhin zu engagieren und ihre Anstrengungen und Energien zu bündeln, um den Tibet-China-Konflikt zu lösen, ohne in kleinliche interne Streitigkeiten zu verfallen. Sejong räumte ein, dass das Ziel dieses Besuchs darin bestehe, Unterstützung für die erfolgreiche Verabschiedung des Resolve Tibet Acts zu gewinnen, der sich derzeit auf dem Weg durch das US-Senatorenhaus befindet. Am Sonntag unterhielt sich Sejong Bimba Tshering mit Schülern und Lehrern der tibetischen Wochenendschule und hielt eine separate Sitzung mit tibetischen Jugendlichen ab, um sie über die geopolitische und strategische Bedeutung der tibetischen Hochebene aufzuklären. Außerdem traf Sejong mit Vertretern der tibetischen buddhistischen Zentren zusammen, um Fragen des tibetischen Buddhismus zu erörtern, darunter auch die Reinkarnation seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama. Im Rahmen seiner offiziellen Verpflichtungen während dieser Reise wird Sejong mit Gesetzgebern, Beamten und anderen prominenten Mitgliedern sowie Mitglieder der tibetischen Gemeinschaft in Toronto, Montreal, Vermont, Boston und Washington D.C. zusammentreffen und an einem Symposium mit Forschungszentren teilnehmen. Am Dienstag dieser Woche nahm der Sprecher Khenpo Sonam Denpe an der Kondolenzveranstaltung teil, die von der Internationalen Buddhistischen Konföderation zu Ehren des ehrwürdigen Lama Lobsang, des Gründungsgeneralsekretärs der IBC, im Samvit Auditorium in IGNCA-Gebäude am Janpat in Neu-Delhi organisiert wurde. Bei der Veranstaltung gab es ein Kondolenzschreiben seiner Heiligkeit des Dalai Lama, Reden von IBC-Mitgliedern und Menschen, die dem ehrwürdigen Lama Lobsang nahestanden. Sprecher Khenpo Sonam Denpe und Galön Yerituma vom Sicherheitsministerium sowie Würdenträger aus Ladakh und mehr als 100 Bürger nahmen an der Kondolenzveranstaltung in Neu-Delhi teil. Am vergangenen Samstag nahm die amtierende Sejong Talam Döma Changra, Ministerin des Bildungsministeriums der tibetischen Zentralverwaltung, an der 108-jährigen Gründungsfeier des tibetischen Medizinischen und Astrologischen Instituts seit seiner Gründung in Lhasa durch den 13. Dalai Lama und dem 63. Gründungsjubiläum im Exil seit seiner Wiedererrichtung durch seine Heiligkeit den 14. Dalai Lama im Jahre 1961. Die Feierlichkeiten fielen auch mit der Einberufungszeremonie des 21. Jahrgangs der Ärzte und des 11. Jahrgangs der Astrologen des Tibetan Medical and Astrological Institute zusammen.
In ihrer Grundsatzrede betonte Galön Thanam Dömachangra die bedeutende Rolle, die das TMAI im Exil bei der Bewahrung der tibetischen medizinischen Tradition und der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten für die Mitglieder der tibetischen Gesellschaft und für nicht-tibetische Patienten in den letzten 63 Jahren gespielt hat. Dr. Rashmi Agnihotri sprach als Ehrengast ebenfalls während der Veranstaltung und betonte, dass Ayush und Menzikhang trotz ihrer Unterschiede ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden auch Urkunden an Studenten, die ihren Abschluss gemacht haben, an Doktoranden und MPhil-Preisträger sowie an Preisträger akademischer Exzellenz überreicht. Außerdem wurden Anerkennungsurkunden an Mitarbeiter überreicht, die 40, 30 und 20 Jahre Dienst geleistet haben. Das 27-jährige tibetische Shoton-Festival begann am Mittwoch im Tibetan Institute of Performing Arts (TIPA) in Dharamsala. Gyabje Gündeling Datsar Rinpoche Jesun Denzin Chökyi Gyaltsen nahm als Hauptgast an der Eröffnungszeremonie des Festivals teil, zusammen mit dem amtierenden Zedjong Thanam Dömachangra, Galön des Bildungsministeriums und der stellvertretenden Sprecherin Döma Tsering Dekang vom tibetischen Exilparlament sowie weiteren Würdenträgern. Nach einer ganztägigen Vorführung der einzelnen Operngeschichten der teilnehmenden Truppen hielt der Hauptgast Gündeling Datsar Rinpoche eine Grundsatzrede, in der er die Mitglieder der Operntruppen für ihre Hingabe und ihr Engagement bei der Bewahrung der reichen Operntradition Tibets lobte und seine Heiligkeit den Dalai Lama für seine Führungsrolle würdigte, die das tibetische Volk gestärkt hat. Die Abteilung für Religion und Kultur der tibetischen Zentralverwaltung überreichte jeder Gruppe einen Scheck über 1 Lakh Rupien für ihren Lebensunterhalt. Im Laufe des 13-tägigen Shoton-Festivals werden tibetische Gruppen aus verschiedenen Siedlungen verschiedene tibetische Opernaufführungen präsentieren. Das Festival wird bis zum 22. April 2024 dauern. Die Gesundheitsabteilung der tibetischen Zentralverwaltung beging den Weltgesundheitstag am 7. April mit einem offenen Marathonlauf über 8,4 Kilometer für Männer und 6,6 Kilometer für Frauen. In enger Zusammenarbeit mit dem Tibetan Settlement Office Dharamsala organisierte die Gesundheitsabteilung den offenen Marathon, um das Bewusstsein über Gesundheit zu schärfen und eine gesunde Lebensweise zu fördern. An dem Marathon nahmen Teilnehmer aus allen Gesellschaftsschichten teil, vom Rentner bis zum Studenten, vom Angestellten bis zum Selbstständigen, vom Arzt bis zur Hausfrau. Insgesamt 91 Teilnehmer, 72 Männer und 19 Frauen, nahmen an dem Marathon teil. Der Weltgesundheitstag wurde auch von den Tibetern mit verschiedenen Programmen und Aktivitäten begangen, die von tibetischen Krankenhäusern und Kliniken in Siedlungen in ganz Indien initiiert wurden. Die Kampagne Europa für Tibet wurde im Europäischen Parlament während eines Treffens mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments im Vorfeld der Europawahlen vom 6. bis 9. Juni gestartet. Die Kampagnenwebseite EU4Tibet.org wird als Plattform für alle Gruppen dienen, die sich für die Rechte und die Freiheit des tibetischen Volkes in den Mitgliedstaaten einsetzen, um von den Kandidaten für die Europawahlen 2024 eine Unterstützungszusage für Tibet zu erhalten und ihre politischen Parteien zu ihrer Haltung zu Tibet zu befragen. Die Kampagne wurde gemeinsam vom Office of Tibet Brüssel und der International Campaign for Tibet mit Unterstützung der Büros von Tibet in London und Genf organisiert. Zu den Rednern der Veranstaltung gehörten Mikolas Peksa, Salima Yembo, Aura Maldaikine, Mitglieder des Europäischen Parlaments, Rizin Gyaltsen, Vertreter seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Brüssel, Wangbo Detong, Exekutivdirektor der International Campaign for Tibet.
Am Mittwoch dieser Woche informierte Ajia Rinpoche die japanischen Parlamentarier im Parlamentsgebäude über seine Lebenserfahrung in Tibet und die religiösen Gräueltaten in Tibet. Bei seiner Begrüßung lud Furuya Keiji, Vorsitzender der chinesischen Gruppe zur Überwachung der Menschenrechte, Rinpoche ein, die Parlamentarier über die groben Verstöße gegen die Religionsfreiheit in Tibet und seine Erfahrungen als Hoher Lama unter der repressiven chinesischen Herrschaft aufzuklären. Rinpoche enthüllte in seinem Vortrag, dass er ein hohes religiöses Amt erhielt, nur um von der kommunistischen Führung in Tibet kontrolliert und benutzt zu werden. Als er gebeten wurde, den falschen Panchen Lama zu unterrichten und gezwungen wurde, Dinge zu tun, die seinem religiösen Glauben widersprachen, beschloss er, aus Tibet zu fliehen. Furuya Keiji, Vorsitzender der Parlamentarischen Gruppe zur Überwachung der Menschenrechte in China, und Shimamura Hakobun, Vorsitzender der japanischen Parlamentarischen Gruppe für Tibet, dankten Ajia Rinpoche für sein Zeugnis und sagten, es habe den Parlamentariern sehr geholfen, Informationen aus erster Hand über die chinesischen religiösen Gräueltaten in Tibet zu erhalten. Er versicherte Rinpoche, dass Japan sein Bestes tun werde, um gegen die chinesische Unterdrückung in Tibet und der Südmongolei vorzugehen. Ajia Rinpoche ist ein Mongole, der 1952 im Alter von 2 Jahren vom 10. Panchen Lama als 8. Panchen Lama anerkannt wurde. Der Repräsentant Dr. Arya vom Verbindungsbüro Seiner Heiligkeit und Professor Akira Ono von der Shizuoka-Universität waren unter den Teilnehmern, die Rinpoches Vortrag moderierten. Jeff half beim Dolmetschen für Rinpoche. Die japanische Version von Rinpoches Buch Surviving the Dragon wurde während des Vortrags an die Gesetzgeber verteilt. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.